Guten Morgen. Mich freut es, hier für das Morgen zu sein. Jetzt sei erscheint Leid gesungen, sei Tag, der Jesus wurscht von Schuld nicht rein. Mit den Gedanken, die gingen drei, nur 46 Jahre drei. Juli den 22. ungefähr Klock 2 der Nacht. Wie bis Jesus an meinen Horten ankommen, da bis mir das klar worden, dass wo Menschen können wirklich loskommen von seiner Sinnesschuld. Was ihr dort, dann dachte ich so, nu für das erste Werk oder so, dachte ich so, später, meistens ich ging in der Luft, so leicht wird das, so schein wird das. Aber ich wusste nicht, dass 46 Jahre Lothar, noch so weit, so viel wird sein, was mir noch fehlt zu weiten. Und dass du noch so viel Raum hast zum Wachsen in das christliche Leben. Ich denke an ein Baby, wenn das geboren ist, das ist ganz vollständig, das ist ganz da, aber ohne irgendwas mehr zu weiten. Und so geht es, wenn wir weiter geboren worden, wir das weiten, dass unsere Sinnesschuld ist vergeben, Jesus ist ans Heiland geworden. Und wir fangen an, das ist der Anfang, und dann fangen wir an zu wachsen. Das Schöne, denke ich, ist, dann wachsen wir nicht so, als wir können wachsen, wenn wir haben das Wort nicht die Gelegenheit gegeben, aber dafür, wir nehmen nicht die Zeit dazu. Für das Mal ist, weil ich fragen, ob Sie würden die Bibel aufmerken, noch Epheser Kapitel 4. Und die werden dort sein im Bett von der Wort Gott für uns hat. Der Apostel Paulus, dort wir einer, was er viel geschrieben hat, was von der Reichtum, was wir in Christus haben. Der Apostel Paulus, der weiß, was er meint, von der Sinn zurückkommen, den Feind dein und an sein Leben geben zu Gott und an dem Herrn zu dein. Und andere wird 180 Grad Ramm drehen und an den anderen Weg zu gehen. Viele von uns wissen, was das meint. Ich kickte auf die Bulletin ab und wir nicht hineingeschrieben, von was mein Thema ist, wo ich überreden darf, wo ich das nur sagen. Das ist der Einheit von der Gemeinde. Ich glaube, wenn ich das nicht nenne, dann kommt das da bloß nicht an der Bulletin. Und ich habe nicht mein Homework getan. Als Anleitung oder den Grundlage für die Botschaft, was ich von der Wahl anreden, möchte ich ein kleines bisschen Drehblick geben auf Epheser Kapitel, die ersten 3 Kapitel. Wenn wir denken an das Thema der Einheit von der Gemeinde oder der Einheit von der Familie Gottes, von den Kindern Gottes, dann ist es sehr neidig zu weiten, was der Apostel Paulus für dem sein wird. Weil der Epheserbrief, der ist angeteilt hauptsächlich in 2 Teile. Der erste 3 Kapitel, da redet er von besonders von was wir in Christus haben, was von Reichtum wir in Christus haben, in Kapitel 1, Vers 1 durch 14 und 15. Und dann so wieder, da redet er davon, von das große Reichtum, was wir haben in Christus. Weil ohne dort zu weiten, was wir haben in Christus, ist das mit schwer zu leben, so aus in Christus. Weil wir machen weiten, wer wir sind in Christus, ehe wir dort leben können, wirklich in Christus. Und das ist, was der Apostel Paulus den Plan darlegen hat. Er sagt, dass alles, was wir haben in Christus, und so wieder, was das Reichtum ist in Christus. Und wir wollen sein, ich war ein paar lesen davon, wir wollen sein, wo der Apostel Paulus, was er für ein Verlangen hat, dass die Christen in Ephesus, wo er geschrieben hat, dass die würden verstehen,
was er geschrieben hat. Erstens muss ich sagen, dass der Brief, der Pfizer, der wird geschrieben, besonders zu Christen. Die wird allwahre geboren sein an Christen. Aber der Herzplan ist der Bahn sehr klar, wo wir können dem Herrn kennenlernen. Aber der Apostel Paulus, der wird auch sehr gewahr, dass die Christen dort so zu schreiben, sodass die Christen dort würden verstehen können, was er meinen hat, und dass bloß Gott wir was anderes können offenbaren. Wir wollen dort sein. Zum Beispiel, er sagt hier an Kapitel 1, Vers 1, Vers 14, da sagt er, von was wir alles in Christus haben. Wir sind so recht, da sind 14 Weide wollen lesen. Ich habe gar nicht Zeit, um die alle lesen. Ich habe vorher und geredet, wie sich die Botschaft hat von ans Reichtum in Christus. So, ich wollte nun nicht lesen. Aber dort mal noch sein, enthalten mal all die Dinge, was wir an Christus haben, das Reichtum. Und dann kommt er bei Vers 15, und das plus zum Bett den Grundlagen. Da sagt die Überschrift als Dank und Gebet um geistliche Weisheit. Der Apostel Paulus wisst, dass die und mir würde fehlen an geistliche Weisheit, dort alle zu verstehen, was er sagt, dass was wir in Christus haben und wer wir in Christus sind. Er sagt hier, das steht in Vers 15, Kapitel 1. Bitte, weil wir in der Bibel haben, dort abschlagen und dort noch lesen, was wir selbst lesen dann, dort behalten wir viel besser, als was wir bloß hören dann. Er sagt, von dann aus, ich von jenen Glauben an dem Herrn Jesus hielt und von wo je alle heilige Gott sind, hier nicht ab, für ihn zu danken und für ihn zu beten. Was hat Paulus beten verehrt? Hörst du mal her, was er sagt, in Vers 17. Dort der Gott von unserem Herrn Jesus Christus, der herrliche Vater, möchte den Geist von Weisheit und Einsicht schenken, besser kennenzulernen. Das ist ein sehr großes Ding für die und mich. Solange wir leben nun aus dem Kind Gottes, dem Herrn Jesus besser kennenzulernen. Wir können besser kennenlernen, wir wollen niemals nicht einen Fall kennenlernen und das ist von das Leben. Wenn den Herrn Jesus, Gott, niemals nicht zu schaffen und zu verstehen, wer er wirklich ist, wo herrlich und wo groß und kraftvoll Gott wirklich ist. Und schau von dort ist durchgeschrieben in der Bibel, aber nicht nur die Bibel kann dort erklären, wie Paulus sagt er, was noch nie einem Menschen Gedanken angekommen ist, was wir noch niemals gedacht haben und nicht verstehen würden können, das, was Gott hat, reingemacht für uns. Also, wir haben eine Bibel, was wir nie wollen ausschaffen. Wir können nirgends im Buch lesen, und dann, was wir gelesen haben, dann ein, zwei Mal für das zum zweiten Mal lesen, und dann wird wir hauptsächlich Wort des Schreiber geschrieben hat. Nicht so mit Gott sein Wort, die Bibel. 46 Jahre, 3 Jahre angefangen, die Bibel zu lesen, und ich dachte, Gott gibt mir Weisheit, Gott, dass wir nie das Buch, wie ich angefangen zu lesen, da wir in Dinge sind, als ich noch niemals gewusst habe. Trotzdem habe ich angefangen, dass jeder Mal, wenn ich lese, und besonders in der letzten Zeit, fällt es mir so, dass Gott mir mehr und mehr offenbaren hat von Dingen, was ich auf Ferien habe, eben gelesen. Also, das ist so recht, und wir wollen ein bisschen kein was sein davon. Vers 18 sagt er wieder, dann sagt er, mocht er jünd der Ansicht geben, einem Hort zu vernehmen, wo groß die Hoffnung ist, dass er für jünd erreicht hat, und wo groß und herrlich dort aufgeht ist, dass er alle Heilige in Christus, für Christus reingemacht hat. Bemerkt, dass das sagt, vor allem.
Weil das Reichtum, das ist nicht bloß für eine gewisse Gruppe, das ist für jeder wahrgeborene Mensch. Und dann versteht und dort je begreifen können, was für eine große Kraft Gott ans Wirken lässt, die wir an am Leben. Die wir an am Leben. Was Gott wird, den ungläubigen Mensch niemals nicht sein Reichtum, was Haft für die Christen offenbaren. Aber das für die wird er an Leben tun. Auch so wie dort in Vers, in Kapitel 3, da geht er wieder an Vers 14, und dann sagt er, dass er noch einmal war beten. Und mir ist so, wir sehen das so, der Apostel Paulus, der schrift zu den Gläubigen, wer Gott ist, was das Reichtum, was wir an Gott haben, und der Prophet zu erklären, und dann kommt aber dort an der beter Gott, dass Gott wird die Christen dat de Augen aufmerken und das Hort aufmerken, dass sie möchten dort besser verstehen, als er dort versteht, zu erklären. Dann in Kapitel 3, Vers 14, nach ein paar Verse, sagt Jesus das. Das ist, woran ich vor unseren Gott und vor der Knien da. Von ihm kommt der Namen vor für alle Familien, und wahr, sei wir das Wort, alle Familien, im Himmel und auf der Erde. Und ich bete für Jünd, dass er donner aus reich an Herrlichkeit als Jünd Kraft schenken möchte, durch seinen Geist innerlich stark zu sein. Er sagt, dass donner, dass Gott sein Reichtum ist, weil wie groß ist Gott sein Reichtum? Dort ist keiner am Wert, dort wirklich zu verstehen, wie groß Gott sein Reichtum ist. Aber er betet, dass Gott wird am Donner geben, aus Gott sein Reichtum ist. Dass Christus durch den Glauben beginnt, am Hort wohnen macht, und dass sie möchten festgewurzelt sein und Gutes tun. Und er geht noch wieder, aber ich will nicht wieder lesen da. Bitte sagen, dass das, was der Apostel Paulus verlangen wir, und er bet Gott um, dass wir möchten verstehen, was wir für ein Reichtum haben, wo Gott wirklich ist. Okay, nun noch mein Text. Ich möchte die ersten 3 Verse lesen hier in Kapitel 4. Der Einheit von der Gemeinde. Vers 1 sagte, als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, kriegt ihn an, lebt so, dass er damit stammt, wozu Gott ihn berufen hat. Sieht bescheiden, freundlich und geduldig. Sieht ihn so gut oder lebt ihn so sehr, dass ihr ihn eurem anderen vertrauen. Sieht immer danach aus, die Einigkeit im Geist zu bewahren, wodurch jemand einander verbunden worden. Weil wir mal ein klein bisschen drehen noch Kolosser Kapitel 3, und da sagt er, dass er wiedergehen von der Kolosser 3, bloß ein paar Blätter wiederblättern. Kolosser Kapitel 3, und da Vers 12, da ist 16. Da redet er von der selben Thema. Er hat bloß ein bisschen wieder angerufen da. Vers 12 sagt, je sind von Gott gewählt und heilig. Und weil wir bemerken, dass er sagen, dass wir sind von Gott gewählt. Weil jeder einer von uns, den wir Jesus angenommen haben als persönlicher Heiland, wir müssen verstehen, dass Gott hat uns gewählt. Und er sagt, das erste Kapitel, wo Paulus sagt, was wir für ein Reichtum haben, da sagt er, dass Gott hat uns gewählt, all Eierheit der Welt den Grundlagen hat. Damit dort mal erklären, wo dort schaffen wird. Mir ist dort meist nicht deutlich, dass vor dem, dass Gott die Welt merken hat,
den Welt den Grund legen, dann will er uns all, dass wir sollen verarm heilig sein. Dann will er uns all ut. Und das Wort, wo er hier von reden, dass je sind von Gott gewählt und heilig. Jemand, ich so oft, wenn ich mit Menschen rede, dann sagen sie, oh, du lebst, du bist so heilig. Sind wir heilig? Ja, wir sind. Aber wir müssen verstehen, was heilig meint. Das meint, dass Gott hat uns zurückgenommen von unseren Sünden, Stand, wo wir bei geboren werden, wo wir bei leben werden. So ist Paulus sagt in Kapitel 2 in Epheser, er sagt, wir wären mal verloren und wandeln am Düstern und deinen den Feind, was von deren Tag noch an die Ungläubigen sind wahrhaft. Das ist, wo wir bei wären. Dort hat Gott uns zurücknehmen und sagt uns auf den Grund Jesus Christus nach. Das meint heilig. Rücknehmen von den Sinn und stellen uns auf den Grund, wie Jesus Christus der Eckstein ist, nach. Er sagt, sie sind von Gott gewählt und heilig. Und er ist gut oder er lebt gut. Aus so einer Lot nu von Gott beschenken. Ich kann verstehen, dass in ein Geschenk, der wir nicht holen. Ich habe noch nie ein Geschenk gekriegt von jemandem und sagt, das kostet dir so und so viel. Du bist mir so und so viel schuldig. Gott hat uns beschenken, ohne dass wir dort was tun. Aus so einer Leute nu von Gott beschenken und tragt Jesus seine Eigenschaften an. Was sind Jesus seine Eigenschaften? Jesus ist Leben, wenn wir Jesus kennen von den Evangeliums, wo immer er ist. Er wird Leib, er wird sanftmütig, weil wir weiter, was Jesus sagt. Er sagt, tragt ihn dort an. Das ist unsere Sache, dass wir uns hingeben und uns Jesus seine Eigenschaften antragen. Sich von Horten erbarmen, freundlich sein, demütig, sanftmütig und geduldig sein. Was die einzige von diesen Charakteren, von Jesus in den Charakteren, fing wir ein bisschen schwer ans anzutragen oder auszuüben. Und ich würde sagen, dass das viele von den Dingen, die können wir bloß ausüben, wenn wir dicht mit Jesus in Gemeinschaft wandeln. Das ist unmöglich, wenn wir aus dem Christ vergnügen uns in den Sinn und leben in Sinn und dann erwarten, dass wir den Charakter wollen haben, dass wir wollen, dass das Wort möglich sein für uns, dass wir uns über andere Menschen erbarmen oder dass wir freundlich sind, immer an alle Umständen oder demütig sein, weil ihr dort als Fleisch von der Natur ist nicht demütig. Das ist die große Gegenteil. Sanftmütig, geduldig, weil sie wenn wir durch verschiedene Trials gehen oder Versicherungen gehen und so weiter, dann ist das einzig mal schwer, geduldig sein. Mir fällt das schwer. Wir gehen durch, wo ich gleich, wenn er zum Einkommen geht, und ich sage, Gott, wann wird er zum Einkommen? Aber Paulus sagt, seid geduldig. Wir warten zu Gott in die Zeit, wird das passieren. Und dann sagt er, verdreht einer den anderen und vergebt einander, wenn wir Kläger den anderen habt. So aus der Herr vergebt habt, so müsst ihr auch vergeben. Wo der Herr Jesus uns vergeben? Wie wir noch Sünder wären, wie wir noch an den eigenen Weg gingen, dann starb Jesus für uns, weil 2000 Jahre
Meist 2000 Jahre ehe ich am Annehmen deed, starf der Herr Jesus all en betoelt meine Sinnesschuld. Hij zegt, zo zal we doen als Jezus deed. Einer dem anderen verdragen sie wieder. Und über alles, in Vers 14 sagt er, und über alles sieht leibtollig, so dass alles so zu einer vollkommenen Einigkeit verbunden wird. Dann Vers 15, und lot Christus seine Friede in jene Horten regieren. Gott hat ihn dort gewählt, seinen Friede zu haben, als Geleder an ein Körper und seid dankbar. Weil hier fängt er an zu reden von Geleder an ein Körper. Weil du und ich, wenn wir Jesus angenommen haben, wir sind Kinder Gottes geworden, dann sind wir entledigt geworden an den Körper, wo Jesus das Haupt ist. Wir leben lange nicht einmal so dort. Wir würden am Mann nicht mal, wo wir gleich ein Adlige von der Geleder, was an Christus in Körper sein, Futter daunen. Wir können nicht sehr gut verlenken mit den Menschen. Ich glaube, wir sollen mal dort kennenlernen, dort anseinen und verstehen können, dass, wenn wir Jesus angenommen haben, wir haben dort angenommen, was er dort am Kreuz auf Golgatha. Wir sind ein Glied an Jesus in Körper geworden, weil sie dann berückt wie einer dem anderen. Ist das immer leicht? Nein, das ist nicht immer leicht. Warum nicht? Eine Ursache für das ist, dass Gott hat uns sehr verschieden gemerkt. Gott hat uns lange nicht alle überein gemerkt, weil uns sittet anders einer von den anderen. Wir sind unterschiedlich. Some von uns sind männlich und some sind weiblich, das ist ein Unterschied. Gott hat uns verschiedene Gaben gemerkt, verschiedene Charakter, denken anders. Das ist nicht mehr anreicht. Weil jemand Gott hat uns Charakter überein gemerkt, da wird sehr boring sein. Und da wird sie sein, Paulus redet davon, ab anderen stehen. Sagt er, wenn der Hand sagt zu den Faut, ich brauche die nicht, sagt er, wo wird das, mit was willst du gehen? Wenn das Uhr zu der Uhr sagt, ich brauche die nicht mehr, mit was wird wir horchen? Also wir sind dort, weil wir den Körper betrachten, dass jeder Glied an uns Körper, eben die Glieder, die Organs, was wir nicht sein sollen, die sind sehr wichtig. Wir können gar nicht leben ohne. Jeder Organ, jeder Glied hat eine gewisse Funktion. Und wir brauchen einer dem anderen. Aber ich glaube, das ist, wo wir sehr kalt kommen und ich war, was wieder Leute davon reden. Dann Vers 16, in Kolosser 3, Vers 16 sagt dort, Lot Christus sein Wort rechtlich man könnt wohnen. Christus sein Wort, was ja am das alles zu tun meint dort, wir brauchen täglich Gott sein Wort. Wir können nicht bloß einmal der Weg in die Kirche kommen, hier und dann sozusagen mit einem Lepel für eine Stunde oder so wieder gefordert worden und dann gehen und leben an der Welt und also Arbeit mit Weltmenschen taub, wo der Feind mit allen Sorten Versuchungen ankommt und so wieder. Und dann denken, dass wir wollen geistlich stark sein und angewartet worden. Das darf nicht so, das schafft nicht. Weil wir das nicht verstehen können, das nicht glauben, da wollen wir mal am Montag oder am Sonntag plus nehmen und eten, eine gute Mahlzeit, und dann nächsten Sonntag weiter, muss sein, wo wir uns feilen, was sind uns. Da wird uns halt irgendwas gut schmecken. Und wir würden antworten, dass uns Körper das Leiden durch. Das schafft nicht. Und ich möchte hier ein kleines bisschen tiefer gehen. Weil ich kann
Nita, meine Frau, wie wir zum Glauben kommen, wir haben alle nicht schaffen. Ich hatte 2 Jobs, Fulltime-Jobs, am Sommer besonders. Und dann haben wir tussen noch verschiedene Dinge, was wir uns angegangen haben, eine Schweinswirtschaft und weiß nicht was alles. Und dann die ewige Zeit, was wir hatten, dass wir dann mit unserer Familie zu tun haben und ihrem Mann ans befriedet Leben proben zu erhalten. Je weiter wir dort schaffen, dort mal ausrechnen und dann mal sehen, wie viel Zeit da blieben hat für dort. Dort ist sehr, sehr wenig. Wie wir zum Glauben kommen, da waren wir an, Nummer 1, wie wir nur an der Schuld waren, anweisend was mit Geld handeln, meist dort geschafft, aber bloß dort getan, Familie hinterlassen, Familie, Leben hinterlassen und so weiter. Und dann wollen wir an, nun fehlt uns Zeit zum Gott sein Wort studieren. Weißt du, wo ich anfangen will? 15 Minuten Kaffeebreak war ich heute an der Fabrik. Da brauchte ich zum Gott sein Wort studieren. Ich nahm die Bibel mit, eine halbe Stunde am Mittag. Dann, wenn ich in das Haus kam, und nicht das likewise. Und wenn ich in das Haus kam, dann wir nahmen ein dort, weißt du, aber der Herr, ich war da ganz die lange Geschichte mit an. Über die nächsten 2 Jahre, dann changed uns Leben. Wir fangen an, dass, weißt du, Gott hat uns 24 Stunden gegeben, einen Tag, jeder. Und wir dann die Zeit verbrochen, eine Woche oder den anderen Woche. Und je was es zum Schlafen, und da macht das an. Aber weißt du, Nummer 1, wenn wir wachsen wollen und teilnehmen an das christliche Leben, dann macht Gott Nummer 1 ans Leben. Alles andere, das macht dann Nummer 2 oder was immer sein. Erst kommt Gott an die Gemeinschaft mit Gott und wir müssen uns mit Gott sein Wort beschaffen. Und das schafft, wenn wir wahrlich sind, den Priester tun. Aber ein Teil der jemanden anderen in uns Leben. Und ich würde lächeln von den Dingen Einzelheiten antun, ich war das nicht von da. Aber er sagt hier, und über alles sieht leibtolich, so dass alles an Vollkommenheit und Einigkeit verbunden wird. Und laut Christus seine Friede an den Horten regieren. Gott hat dort gewählt, seine Friede zu haben. Und, aus Geleder und ein Körper. Aus Geleder und ein Körper und sieht dankbar. Vers 16. Laut Christus sein Wort rechtlich man könnt wohnen. Belehrt und halbt einer den anderen in alle Weisheit. Und dann sagt singt sie wieder. Weil ihr belehrt einer dem anderen. Wir sind alle ein Körper und wir haben eine Verantwortung, einer für den anderen. Weil wir müssen einer dem anderen Mut sprechen. Und wenn wir sehen, dass wir gehen irgendwo besiegt lesen, damit leib einer dem anderen gleichstellen. Und ich glaube, hier kommen wir sehr kalt an. Aber ich gehe wieder, und ich will uns hier ein paar Fragen fragen. Was mich sehr angelegt hat, besonders in den letzten etlichen Jahren. Mich kam sich dazu vor, dass die Kirche im Großen und Ganzen, Kirchen, wenn ich sage Kirche, dann meine ich alle Christen, Romans und verschiedene Kirchen, alle, was sich evangelisch nennen. Da sage ich, dass, wenn ich dort ans Betrachten da, von der nach, dann ich kicke da noch Apostelgeschichte, wo die Kirche anfangen hat, in Kapitel 2, wie es der Geist Gottes wird ausgegoten, und Gott fängt an zu arbeiten, die Gemeinde fängt an zu wachsen, und ging wieder, brachte das Evangelium wieder. Dann sieht mir das so, dass uns fehlt ein Großteil. Was ich sage da ist, dass viele Christen
nicht sich haben und erleben. Das sind wahre Gebühren und alles, aber die straucheln ihr ganzes Leben lang mit Sinn im Leben und sind versklavt an ein oder andere Sinn oder an verschiedene Sinn. Haben nicht sich, was nicht so, als Gott sagt, dass wir können wissen, dass wir angewartet wurden an Gott sein Wort. Nach eine Frage, warum sind so viele Christen, die sich so leicht verleiten lassen? Verleiten lassen von irgendeiner Ehrlichkeit. Weil wir haben Ramans sein Ehrlicheren, wenn wir TV answitchen, da sind Ehrlicheren, sehr viele Botschaften, sehr viele so-called Botschaften, die über Radio kommen, die eine sehr falsche Lehre haben. Das sind viele sehr gute. Aber dort geht es in Einteilen und Weiten, was ist wirklich biblisch, was ist wirklich reicht oder was ist nicht reicht. Ich will ich muss staunen wirken. Besonders nu in dieser Zeit muss ich staunen, wo leicht Menschen, Christen, sich verleiten lassen an irgendeine Ehrlehre. Ich weiß nicht, ob ich kann Sam nennen. Ich will keine besonders nennen. Warum ist das? Drittens, warum sind da so viele Spaltungen in Kirchen? Mit einmal dann, wo wir eine Kirche das splitten. Ich rede nicht von dieser Kirche in Tilsburg. Das ist eine andere Sache. Wenn die Kirche sich einig worden, eine Kirche empfangen, das ist eine Sache. Aber wenn Kirchen oder Gruppen splitten dann, abspalten dann, da werden, dass sie nicht verleihen kommen. Warum ist das? Und ich glaube, dass da werden, dass wir weiten nicht really wirklich, was Gott sein Wort ist, was Gott sein Wort uns lehren. Wir wollen kein bisschen wieder, wo wir mehr davon sein. Ich glaube, die Bibel, die wisst uns dort. Wir tragen noch Epheser Kapitel 4. Das sind die ersten 3 Verse. Ich komme wieder da mit Vers 4. Dort gibt man einen Körper und einen Geist, gerade als je alle durch ein in derselben Hoffnung berufen sind. Hier sagt der Apostel Paulus, dort gibt bloß ein Körper. Du hast nicht mit Anrecht mit einer Beruf anfangen, wenn das neidig ist, aber weil die Werken fangen wir irgendwo an, fangen die Kirche an, wenn die stammen bloß nicht, die waren bloß nicht vor dich, das darf nichts zu tun haben mit der Bibel. Aber ich glaube, wir sollen sehr aufpassen. Excuse me. Ich glaube, wir sollen sehr aufpassen, was die Ursache ist dafür. Ist das bloß der Weg, dass wir sterben nicht, wir haben, entweder wir sind selbstsüchtig, dass wir alle Minenweg gehen, oder woran ist das? Und ich glaube, die Bibel hat viel zu sagen darüber. Und wir müssen das verstehen, dass das gibt bloß ein Körper, du hast bloß ein Körper, dort gibt auch mal ein Haar. Weißt du, du hast bloß ein Haar, wenn wir deinen. Einen Glauben, ein Daub. Und hier sind viele Menschen, die sagen, das redet hier von der Wuttertaufe, das geht nicht. Das ist der Daub, wo Jesus von reden, der sagt, ich habe einen Daub, wo immer das Jähren gehen und wo erst mir über so Raum dafür. Das redet hier von dem Daub Jesus Christus. Vers 6 sagt, dort gibt man einem Gott und ein Vater für uns alle. Er steht über alle, schafft durch alle und lebt an alle. Ich glaube, hier haben wir was von zu lernen. Er sagt, er schafft durch alle. Wenn wir das leben, dass jeder wahre geborene Kind Gottes, das ja bloß ein wahre geborene Kind Gottes,
Jede Person, die da war geboren ist, wenn wir das verstehen können und wir glauben dort, dass wir sind alle ein Part von dem Körper Jesus Christus, dann sollen wir das auch verstehen können, dass er uns hat begabt. Dass wir eine Gabe haben, zu dienen. Und ich glaube sehr bestimmt, in der Bibel ist uns das sehr klar, dass an Gott seine Uhren ist doch kein Unterschied nicht, wer wir sind. Gott hat uns geraten, wir sind an seinen Körper geladen. Er hat uns eine Gabe gegeben, was bloß wir haben. Viele Menschen mochten das als Gabe haben. Aber er hat uns nicht geraten, bloß zum Schmackloten oder bloß zum Himmelreich ankommen. Viele von uns sitzen Geschmack, hat viele Menschen sitzen Geschmack. Eins hier sagt man ja, das ist mir. Aber das ist nicht, wo das von reden. Das sagt hier, dass Gott hat allem begabt. Jeder einer ist geladen an den Körper Jesu Christi. Dort gibt man einen Gott, einen Vater für uns alle. Und er steht über allem, schafft euch allem und lebt an allem. Und ich will hier was Farge übergehen, am Titel zu sporen, noch Vers 12. Vers 12 sagt, das deed hij, ik wil Vers 10 lezen, 10, 11 en dan verder wieder. Hij, die raufkwam, als die waren abfahren deed, weit über alle Himmel, wie es hij soll mit seiner Macht und Herrlichkeit die ganze Welt fallen. Vers 11 sagt, sie noch oben wären diese. Nu hast du mal was zu sagen. Er sagt, Jesus ist abgefahren und dann hat er Gaben gegeben. Das sagt, seine Gaben wären diese. Dort hat einige aus Aposteln. Da wir weiter was passieren da, wir die 12 Aposteln. Einige aus Propheten. Einige aus Evangelisten. Einige aus Hort. Einige aus Lehrer und Stahlenleid. Weil je nicht alles sind Prediger, nicht alles sind Horts, nicht alles sind Propheten. Und, by the way, was meint ein Prophet? Von der nach. Das, wo viele Menschen dort nicht ganz reich verstanden haben. Viele Menschen, die dann wollen sagen, dass sie haben die Gabe, prophetisch zu reden und reden dann Wort, geben für, dass Gott redet durch mich. Weil von der Tag habe ich Gott sein Wort. Und von der Tag prophetisch reden, als Gott sein Wort wiedergeben. Zu der Zeit, wie es Paulus das schrieben, dann der Gott anbrochen, zum Gott sein Wort dort schrieben. Wir haben Gott sein Wort von der. So, das sind von der prophetisch reden, mein Gott sein Wort wiedergeben, was geschrieben ist. In einem Vers 12 sagt er, das hat er am all Gott seine Kinder zum Christendienst bereit zu machen. Manche Leute hat gesagt, das hat er zu all Gott seine Kinder. Weil da bist du mit angeschlossen, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du angeschlossen. Er sagt, heute das zum all der Reit zu merken, wo der Christus in Körper, dort ist der Gemeinde gebaut wird. Das ist so grob, wo er von reden hat hier. Aber wir alle zu einer Einigkeit im Glauben und Erkenntnis an Gott seinen Sehen kommen. Dort wir vollständige Menschen an Christus sind. So weit, dass Christus bei uns eint in alles ist. Weil das ist das Ziel, was Paulus sagt, was Gott hat, wozu diese Gaben gegeben sind. Und das tun ich, und er sagt, alle, weil du hast nicht ein Christ ausgeschlossen. Ich will gleich ein klein bisschen Beispiel zu brücken hier. Zum die Frage beantworten, warum sind da so viele
Christen worden bloß, in Englisch würde sagen, benchwarmers sein. Ist das so wie dass die wollen bloß nicht tun? Ich glaube nicht notwendig. Vielleicht sind sie auch nicht. Aber nicht notwendig. Weil ich glaube, hier haben wir als Kirche eine große Abgabe, was wir nicht tun. Und dort ist, dass wir seinen Namen und Menschen kennenlernen, seine Worte vergeben haben, einander dort wiesen und helfen, dass sie dort kommen und dort tun, was mir dort macht sein von der Gabe, dass sie in Port sind, den Körper Jesu Christi abzubauen. Weil die dort braucht gar nicht bloß Prediger, Evangelisten und so weiter. Einzige Menschen leben, die Prediger sind aber sehr wichtig, sehr gute Prediger. Weil die Prediger ist nicht wichtig, nicht? Da hat vielleicht eine Prediger abgehoben, aus einer Worte die Kirche utfähigen oder reinmerken, aber weil die an Gott seine Ohren, sind wir Charakter überein. Wir sind ein Port von dem Körper Jesu Christi. Woran ist das dann, dass viele Menschen nicht sich haben? Lass mich mal ein Beispiel machen. Weißt du, wenn ein Baby, wir sind die meisten von uns, die wir Eltern sind alle bekannt, wo das schaffen, wo wir ein Baby haben, weißt du, das ist das beste Baby, was wir ever gesehen haben. Und ich glaube, wir haben 3 von denen. Ich glaube, wir kennen nicht, was das wirklich so schmackhaft ist. Nu von der dag sage ich, unsere Urgroßtochter, wir haben bloß eine, aber das ist die ganz beste Urgroßtochter, was wir ever gehabt haben. Die sind aber so schwach, das war so klug, dass die like 5 Monate. Sind gleich, 5 Monate alt. Und wir, laatst probeerde ik die al gewoon te merken, weet je, die kunnen al gewoon. Bloß ich musste howlen und dann stoppte Messi so wieder. And, you know, Mom and elder, it was a proud that they all wist, wo die Bein zu brechen. Also heute kein Choice, ich schlaf da. Aber, mit dem Wort, wie fachen down und erst, weil es ein 9 Monate Kind, Baby. Dann sagt wir das an und dann gehen wir trägen, dann sagen wir, nicht einmal wohnen. Und dann nimmt er vielleicht einen Staub und dann fällt das an. Weißt du, dann, die Mama vielleicht, phont sie ihre Mama und sagt, guck mal, Susan, da hat einen Staub genommen. Aber der redet nicht von dem Fall. Weißt du, was wir tun als Christen? Wenn wir ein junger Christ sein, dass der gewonnen hat und an der fallen hat, weißt du, dann reden wir davon, wo der gefallen ist. Der kriegt das jeden. Anstatt wir dort gehen und heben dem ab, helfen den Matt, den jungen Christ, dann reden wir da, sagen wir, dass der ist gefallen. Statt sie wieder, dann sagen wir dort, der fällt vielleicht wahrer. Weil dann schließlich, dann sagen wir, du hast bloß keine Hoffnung nicht. Der Wort niemand wird geben, da betont sich gar nicht an die Titnote spannen. Wort over mal an die Kinder, die fallen, die heben ab, nächsten Tag kommen die vielleicht 2 oder 3 Schritt. Weil sie nahmen, was war davon, konnte ich merken, für da hat er 3 Schritt genommen. Die hat nicht so allein und die hat ganz versalzt. Aber dann sind andere Dinge dann mit gelehrt, weil für die nächsten 20 Jahre, dann habe ich die Verantwortung als Eltern, die zu lehren. Wir haben die Verantwortung eben nach wieder, aber dann macht es selbst, für sich selbst. Aber das wird es so schaffen nicht. Aber ich glaube, wir sollen dort sein. Und das, wir können wieder gehen, wir können an Korinther, Kapitel 1. Korinther 12, Vers 28, weil wir da ein klein bisschen hingehen. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 12. Da redet der Apostel Paulus viel mehr an Einzelheiten nach von das. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 12, wir mal anfangen. Ein paar Verse lesen. So ist ein Körper ein Ganzes ist, wenn der auch viel Glieder hat, und all die Glieder so viel aus dadurch sind, ein Körper sind, so ist er doch mit Christen.
Sehr gutes Beispiel hier. Wir sind alle, war das Wort alle. Sagt, wir sind alle durch einen Geist an einen Körper gedeibt. Auf Juden oder Griechen, auf Sklaven oder Freie. Und wir haben alle denselben Geist zu trinken gekriegt. Ein Körper ist nicht mit einem Gelät gemerkt, aber mit vielen Geläten. Wenn der Fout sein wird, wie sagt nicht eine Hand sie, sehe nicht ein Port am Körper, da würde immer noch ein Port von den Körper sein. Wenn das Uhr sein wird, wie sagt nicht ein Uhr sie, sehe nicht ein Port am Körper. Da wird dort noch immer ein Port am Körper sein. Wenn der ganze Körper ein Uhr wäre, wo wird dann dort hier bleiben? Wenn der ganze Körper Uhr wäre, wo soll das Rechen sein? Aber nun hat Gott dort mit den Gliedern am Körper so top gestaltet, als er dort für Gott an sein wird. Wir können wieder lesen, wo er da sagt, wo das schaffen wird. Wo sei wie dort, was das passiert hat? Weißt du, wir sind geneigt, weil wir mit dem Beispiel brauchen, ein Prediger und ein Evangelist. Zwei verschiedene Rollen. Braucht der Kirche der Bad? Yes, der braucht der Bad. Aber weißt du, wenn wir Kirche dort nicht anerkennen, dann, nicht selbst anerkennen, zum Beispiel, wenn ich ein Evangelist wäre, ich weiß, was meine Rollen sind. Aber wenn ich ein Evangelist wäre, und ich würde sagen, dass das ist das ganz Wichtigste an der Kirche. Evangelisieren. Aber da sind viel überdacht nach einem Pastor. Ein Pastor, der mehr der Apostel, wenn der Evangelist wird verbrechen, der muss der Pastor kommen und das abfixen, weißt du? Das schaffen, was ist dort. Weißt du, viele von uns sind sehr gut und irgendwas schwer machen. Und wir sind nicht sehr gut und irgendwas fertig machen. Und das würde sein, als ich brauche bloß das zweite Beispiel. Da sind Menschen, wir können verschiedene Dinge sagen, weil hier in meinem Leben, wie zweimal zum ersten Mal an die evangelische Kirche ankommen, dann gingen, da wir über ein Jahr wieder, als wir uns bekehren, da wir der Ascher, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ein Ascher wäre zu der Zeit. Ich bin niemals nicht an die evangelische Kirche gewesen, ich habe nie das Evangelium gehört, wirklich, predigen, weil ich habe gesagt, ich würde über die Schwal nicht überstoppen. Aber bis wir in die Kirche dann kommen, der Ascher, der kommt, der weiß jetzt, wo wir uns dort sein. Ich weiß nicht, was der First Impression wird für mich. Und der Frau, die Kirche dann kommen, und dann, dass der Ascher kommen und wissen, wo er mich willkommen heißen, und dann sagen, kannst du hier dort sein. Weißt du, Geschwister, wir haben viele verschiedene Rollen. Und ich glaube, wir sollen dort anerkennen, dass die Körper ist nicht gebildet von bloß einer Rolle. Und ich wundere, und ich glaube, wenn wir dort anerkennen, was die Bibel uns lehrt, und dort anerkennen, dass wir verschiedene Rollen haben, und wir würden einer dem anderen Motto sprechen, zum die Rollen überarbeiten, wir würden uns verwundern, was die Welt von Büten wird sein von der Kirche. Aber weißt du, was die Welt sieht und von reden hat? Von irgendeinem Problem, das da abkommen hat an uns Leben. Und ich kann weit gehen am Süden und die Dinge sagen. Weißt du, wir haben 81.000 Mennoniten in Bolivia, was dort das Evangelium fehlen hat. Der Diebel, der weiß dort. Und der hat alles, was in seiner Macht was er kann, dort abzuhalten, dass die Menschen dort Evangelium nicht wollen kriegen. By the way, dort sind bloß Mennoniten. Viele Mennoniten sind bloß ein Drop in the bucket compared to all the Bolivianer. Weißt du, der Diebel, der wird alles tun, was er kann, dort abzuhalten, dass dort nicht passieren wird. Und dort geht Ramans gleich so. Geschwister, wenn die Menschen Ramans, die anbekehrten Menschen, wollen sein, was
een Körper, wo een Körper, geestlichen Körper, loten dat, wat er im Einklang ist, wat er wassen dat, so als Gott het geplant hat, und dat geht bloß durch Gott sein Wort zu tun. Keinen anderen Weg. Wir würden uns verrechnen. Und ich weiß, dass die Menschen hier von der, zum Glauben gekommen sind, durch diese Kirche. Aber ich glaube, wir können viel haben, noch lange einzuwassen. Und ich würde uns mal sprechen, zum Schluss, dass wir dort im Denken haben und dass wir tun, was Ansport ist, den Körper zu bauen. Mag Gott uns richtig segnen, weil wir beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Moment, für dein großes Leben. Ich danke dir, Herr, für dein Wort, was wir haben. Ich danke dir, Herr, für den Körper, was wir haben und wo wir ein Port von sind. Den Körper, wo du das Haupt von besser Jesus. Ich bete, du machst in jedem meinem Segen und dann, dort wir brücken. Bete ich in deinen Namen mit Dank sagen. Amen. Dankeschön für Aufmerksamkeit. Make me